Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fall zu Fall. Heute schwätzen wir über Koproprietäten. Das ist, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Koproprietär sind, an einem Immeuble, und da als Basis vom Zusammenleben das Reglement de Copropriété. Karin, du als Notarin kannst sagen, zu was für einem Moment erwägt das Reglement de Copropriété abgesetzt. Und du siehst koproprietär, also es geht natürlich um die Dinge, wo man Residenzen haben, wo man separat Wohnungen haben. Das ist nicht die Situation, wo man zu 5 zum Beispiel ein Haus zusammen besitzt. Ne? Und zwar verschiedene Situationen. Entweder schwätzen wir von einer Residenz, die schon mehr lang besteht, oder wir schwätzen von einer Residenz, die neu gebaut wird. Bei den Residenzen, die neu gebaut gehen, du hast direkt der Kadastre vertikal, die gemacht wird. Das heißt, das ist an sich ein Dokument, wo man all einzeln los, was steht für ihn an der Residenz hat, wo das enumeriert wird, mit den Metakarien, mit den Milliamen, und mit seiner Deskription kadastral. Ich muss dich unterbrechen. Ja. Du sprichst viel zu viel Französisch. Milliamen, was meinst du da? Fundamental ist das Prinzip so, dass eine Residenz, so wie sie du hast, mit all ihren Appartementen, Studioen, Emplacementen etc., abgedeelt wird an Tausendstel, also Milliamen. Und dann wird definiert, wie viel Tausendstel all einzeln los an der Residenz. Und dafür ist dann zum Beispiel das Studio im Rez-de-Chaussee 40.000stel mit dem Penthouse, die wird ganz fast für eventuell 200.000. Ganz genau. Privat die Tausendstel, sie sind hauptsächlich mal dafür zu definieren, wie viel das ich muss bei den Chargen, bei den Frais muss beitragen. Das sehen wir später hin. Wie gesagt, die Kadastre vertikal gesagt an die verschiedenen Lose 4, mit all ihren Definitionen, mit den Tausendstel, mit der Karin etc. Und das geht dann auch so an einem Akt de Base vom Notar festgehalten, wo gesagt wird, man hat eine Residenzreue gebaut. An die Residenzreue, die hat dann 20 Appartementen, an 10 Emplacements etc. An das Reglement de Copropriété, den dann an dem Akt de Base festgehalten wird. Das heißt, an sich Regeln, die ganze Koproprietät regieren. Gut, wie mischt das? Ich kann das mit mir diskutieren. Wenn ich als 17. kommen, den du von den Appartementen gebe, an der Residenzreue, kann ich schon nicht so nur, im Moment mal, da steht kein Hund, da ist komplett dagegen, ich will das Hund erlaubt geben. Ja, das ist ganz richtig. Denn an sich das Reglement der Kopropriété wird festgehalten, dem Moment, wo den Akt de Base gemacht wird, und das ist fundamental der Promoteur, den an sich Stadt elaboriert. Wie war der Promoteur, weil dann sich auch den am besten weiß, wie die Koproprietät hier noch soll funktionieren. Ich weiß nicht davon, dass ich einen Hund und eine Katze, das hat ja auch nicht geht. Darum haben wir zum Beispiel Geringflächen, die rund um die Residenz kommen, die zwar Partie Kommunen sind, aber wo zum Beispiel gesagt wird, der Proprietär vom Appartement am Rez-de-Chaussee, der selbstverständlich privativement die Wies benutzen, weil sie hat keine Utilität. Genau. Etc. Die Stadt geht an sich fundamental dem Moment so festgehalten wie der Promoteur. Selbstverständlich kann aber die Reglement der Kopropriété immer umgeändert gehen. Wir muss natürlich umgeändert gehen durch Koproprietät. Das heißt, das nicht den einen, die sieht, ich hätte gerne und dann das so gemacht. Wir sind ein Community, die zusammen lebt und die zusammen die Regeln fest. Das ist auch nicht an der Mauer gemäß. In dem Moment, wo ich kaufen als Konsumateur, kriege ich den imposiert, ich muss das so akzeptieren wie das. Mehr am Laufe vom Leben von der Residenz können Koproprietär nicht zusammen tun, also mal, da steht dem und das, mit das andere mal eben los und so. Ganz genau. Ganz genau. Wie gesagt, das ist für die neue Residenz. Ja, ich wollte so, das mit den Jahren. Das ist bei den anderen Residenzen. Du gibst ja auch schon Reglement de Copropriété. Ja, Reglement de Copropriété. Das war eben aus Mikrote 75, ich meine, aus der deutschen Gesetz, wird die Copropriété angefordert gehen, weil wir dann so viel Juridik wo Residenzen, die aber viel gebaut sind aber am Kadaster angedroht. Sie sind aber nicht so angedroht,
wie dat lo de Fall ass mat den neue Residenz. Dat hicht de vermeese Kadastre vertikal besteht net dem einfach gesucht gehen, okay, wir bauen eine Residenz, ein Appartement Nummer 3, kriegt Keller Nummer 2, an der Garage Nummer 5, wann hier am ganzen Los Nummer 10, kann sich vorstellen, auch was finde ich nie, dass das aber alles aus, wenn man Schloss Nummer 10 kaufen, ein Appartement Nummer 5, Keller Nummer 2, Garage Nummer 3, dann ist das nicht einfach zu gerieren. Da hier auch die Obligation seitens zum Gesetzgeber für an sich alle Residenz op de Niveau vun dem Kadastre vertikal ze bringen. Geriert, dat schläft, weil natürlich immens viel Residenzen gibt, die nicht nur dem neuen System nach ausgemost goufen. An sich geht immer verschubst, wie die dann die Sache. Das Jahr, wo gesagt, es ist ein Schluss, und muss all Mensch die Kadastre vertikal hun. 31. März 2000, ich meine, vielleicht 31. März 2014, geht es nicht mehr prorogiert. Bon, das war natürlich aber so katastrophal für ganz viele Residenzen, weil ihm noch in dem Moment Zeit nicht mehr richtig muss ich doch so was das gefäschen, dass ich mein Appartement nicht mehr verkaufen kann, solange wie den Kataster nicht gemäht ist. Ganz genau. Das ist für einen Umstand lang blockiert oder einen Todesfall gewinnt ein Appartement ewig idle stehen. Ich muss Ihnen zwar eine andere Côté sagen, ich meine, die Obligation, die besteht sind dabei 20 Jahre, an sich hat eine Koproprietät 20 oder 25 Jahre lang Zeit, für die Kadastre vertikal zu machen. Und muss Ihnen sich einfach vorstellen, ob ich nicht aber irgendwann denken muss, so bei als Schluss, weil ernst das Kredit wahrscheinlich leid nicht dazu für obligatorisch zu machen. Das aber just klar. Ja, aber kann Geld, aber doch Komplikationen, weil ganz oft Situationen, wie sie da ist, ähnlich das, wie die Gemeinde sie Demos autorisiert wird, wofür aber die Leute hautnähig können. Geld, das ist im Keller Demos ein Wohnraum gemerkt ist, das wäre ja für 40 Jahre, aber nicht den aktuellen Proprietär nicht mit den Gemengen wäre aber so, nee, das tut also Keller, das tut man, das sind mir noch nicht d'accord. Und ich meine, hängt auch und so Unflexibilität an so Attitüden, dass das nicht mehr sehr viel geht. En tout cas, als das projiziert ging, schon wie viele Klienten, die dann nicht mitgekriegt hatten, dass das aber projiziert ging, das ist mir holen ein Delay von 10 Jahren für die Kadastre vertikal zu machen. Wie gesagt, da sind dann teilweise für die Residenzen, wo ein Reglement de Copropriété gemacht ist, sind aber auch teilweise Residenzen, wo formell kein Reglement de Copropriété eigentlich festgehalten ist, wo ihn aber, da wo Syndike professionell sind, aber ganz viel auch Reglement intérieur oder wo das Syndik professionell, klingt mir schon mal da an. Muss ein Copropriété ein Syndik haben? Oder könnt leider so mal mesureieren das selber, wir machen das. Also vom Gesetz hier als viel gesehen, dass ab einer gewissen Unzahl von Logementen soll es Syndik da sein, wenn ich natürlich keine Residenz Nummer 2, 3 Unitäten und ich keine Obligation für ein Syndik professionell zu holen. Bon, ich meine, natürlich können die Leute hier Residenz selber gerieren, aber wenn auf Friede was möchte das Syndik? Das Syndik geriert Friede Das war mir nichts vor. Hey, du guckst mal an dein Gehirn. Das Syndik geriert so an sich Friede Copropriété, an kümmert sich um alle Probleme, die können an der Residenz geschehen. Das heißt, wenn ich mir viel Stiere mache, Blut gehen und das Friede Copropriété, weil das schon ein Blut, die du hast für alle Menschen. Wenn Putzfrau einmal die Woche Treppenhausputzen könnt, da sind das Friede Copropriété, weil da das schon Partie Commune, wo drauf geputzt wird, etc. Das heißt, all die Freien müssen schon mal verraschen gehen. Das Assurance umgebei. Genau. Da muss schon alles und Leid verraschen gehen, und muss natürlich auch geguckt gehen, dass das bezahlt wird. Wenn wir nur zu 3 Coproprietäre sind, wir kennen, es gibt mir wissen, man ja, Jüdfrei nach seriös, Jüdfrei bezahlt hat, dann ist a priori kein grosses Problem für es selber zu gerieren. Wie mehr Unitäten da sind, mehr verschiedene Millionen. Wenn wir gucken, wir haben Coproprietäten, da haben wir 6, 7 Blick für Residenzen, wo wir an einer Residenz und 50 Appartementen haben. Ich meine, wenn du als Partikulier das gerieren, das gibt ein bisschen kompliziert. Du hättest ja besser immer ein Logiciel, den das dann noch richtig ausrechnet. Weil da gibt es ja dann auch Freien, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, die ich kann als Proprietär und mein Lokatär aufwälzen, Heizung, Entretien, mit gibt auch andere, die ich nicht kann aufwälzen. Genau. An die modernen Logicielle von den professionellen Syndiken machen da den Unterschied, an ein gutes Syndikregiment vom Jahren, die kommt, wo gesagt wird, man Dinge insgesamt Freien sind so viel, davon so viel zu leisten vom Lokatär und so viel zu leisten vom Proprietär, dass ich dann direkt kann mit dem Lokatär das 4 verrechnen, was
eng gut sehr. Genau. Also rentiert sich einfach professionelle Syndik zu hun zumindest ab einer gewissen Grisen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht noch nach Taschen Klammer gesucht, bei denen neue Residenzen und die ganz oft Situation, dass schon an dem berühmten Akte Bas ein Syndik eventuell schon genannt ist. Was schon gut ist. Was gut ist. Den natürlich muss von der ersten Assemblée Générale von der Coproprietäre konfirmiert gehen. Wenn das nicht der Fall ist, also auch das System an sich, wenn die Residenz bis fertiggestellt ist, steht für den Schlüssel gekriegt, haben wir eigentlich die Assemblée Générale von den Coproprietären, an die kriegt er vom Promoter 2, 3, 4 Offeren proposiert für verschiedene Syndik-Professionellen, also in der Coproprietät für zu dezidieren, wen dazu mal chargieren. Wenn wir schon das Versuch gesperrt, das geht dann Thema von der nächsten Sendung über Coproprietät. Und da gucken wir, was geschieht, wenn nicht bezielt, was Coproprietät kann merken. Aber wir freuen uns darauf, wenn dann ist ausschaltet, von Fall zu Fall.